stehen hier vor dem Globus am Naturmusee, der weiß ist der blaue Planet, Eiseplanet, so wie ein Lo ausgesieht, mit auf einer Platz dann eben Kontinenter wie hier den afrikanischen, dann auf einer anderen Platz den Atlantik, die Ozeanen, hier dann eben den Atlantik, den Indischen Ozean. Auf der Seite, das ist ein Bild von Haut, mit dem Planet, den hat eine Geschichte. Und die Geschichte geht für ungefähr 5 Milliarden Jahre an. Damals hat sich den Planeten nur an nur gebildet, durch Stöps aus dem Weltall, den zusammen geschmolzen ist, den zusammen gedrückt ist, durch die Schwerkraft, und dadurch ist der Globus immer mehr gewachsen. Und am Laufe von den 5 Milliarden Jahren hatten sie sich auch verändert. Verändert waren dran, dass ein Erdkern entstand, dass ein Erdmantel entstand und dass ein Erdkust entstand. Auf der Kust, da liegen dann eben die Kontinenter an die Mierer drauf. Das heißt, unter den Meeren gibt es den Meeresfond, der besteht hauptsächlich aus Basalt. Und unter den Kontinenten gibt es auch einen Fond, der besteht dann hauptsächlich aus einem Gestein, den wir Granit nennen. Voilà, du hast dann hier am Ozean von den Vulkanen und auch viel Platz, wo Erdbeben sind. Besser Vulkane sind hier natürlich unter dem Meer, außer zum Beispiel auf einem Platz wie Island, wo sie als Insel rausstehen. Gesehen ihr die Vulkane auch auf einer Linie und nicht verspreit sind überall. Tatsächlich sehen wir hier bei Südamerika, wo ihr auch eine Linie hat, der Feierrang, wie es genannt wird, wo lauter Vulkanen neben den Nähleien an Tanden von Südamerika bilden. Die Plätze, die eben hier angelegt sind, weisen da, wo Placken von der Erdkruste aus der Nähe gehen oder zusammengehen. An den Ozeanen gehen sie normalerweise aus der Nähe am Atlantik, mehr auf andere Plätze kommen sie zusammen. Da, wo sie zusammenkommen, können es natürlich zu Splicken, zu Reibungen, Erdbeben, und aber auch als Möglichkeit, dass der Magma von innen herabkommt und eben die Vulkane bildet. Auf den anderen Plätzen, wie eben hier am Pazifik und am Indischen Ozean, da gehen Placken auseinander. Und dadurch, dass sie auseinander gehen, also eine Zone, wo Kust ganz dünn ist, und durch die Zone kommt dann eben Magma rauf und bildet neuen Meeresfond. Das hat natürlich auch Einfluss auf Lëtzebuerg, weil die Placken bougieren, also am Laufe der geologischen Geschichte Mierer und Kontinenter nicht verteilt, auf der Welt, aber auch zu Lëtzebuerg.